Dashile, meine Damen und Herren. Ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama ruft zur Umwelterziehung auf. Nachrichten über tibetische Selbstverbrennungsproteste tauchen nach 5 Jahren auf. US-Sonderkoordinator für Tibet-Fragen Destro trifft tibetische Führung online. Stellvertretender Sprecher kondoliert Unionsminister Sri Sripad. Botschafter Brownback diskutiert über Religionsfreiheit in der Welt. Tibetische Solidaritätsbewegung hält 108. Demonstration in Genf ab. Tibeter aus Europa spenden für Covid-19-Impfungen für Tibeter in Indien. Während des Gesprächs über die Krise der Klimarückkopplungsschleifen am vergangenen Sonntag weist seine Heiligkeit der Dalai Lama darauf hin, dass Bildung und die Bemühungen junger Führungskräfte das Bewusstsein dafür schärfen können, dass die Lage mit der Umwelt und dem Klimawandel ernst ist. Generally, world more materialistic thinking, and then finally, small circle, my nation, my community, as I briefly mentioned. So now, it is quite rare who talking about world, about environment, these things. I really feel this is a sign of hope for future. Like my generation, now ending. So like you, the younger generation, really, now all our hope depend on these young people. An dem virtuellen Gespräch zwischen seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der Klimaaktivistin Greta Thunberg nahmen Susan Bao-Wu, Präsidentin des Mind in Life Institute, und die Wissenschaftler Susan Natalie und William Mumor, Dr. Thupten Chimba, Hauptübersetzer seiner Heiligkeit des Dalai Lama, und Diana Chapman Walsh als Moderatorin teil. Greta Thunberg dankte seiner Heiligkeit dem Dalai Lama dafür, dass er sich mit ihr und anderen für den Schutz der Umwelt einsetzt. And thank you to Your Holiness for being such a loud advocate for environmental protection and environmental action. I can say as a younger generation, we appreciate that very much. We are eternally grateful that you are standing up for us, not only for us, but for the future of the entire humanity and for the entire planet. And also, of course, thank you for your letter and for your support. It means a lot. And yes, although we may be very different in terms of age span and many other things, we share the same goal. We share a common goal, and that is to protect our planet and life on Earth and humanity. And so, thank you once again, Your Holiness. Nachrichten über den tibetischen Selbstverbrennungsprotest tauchen nach 5 Jahren wieder auf. Shurmo, ein 26-jähriger Tibeter, hat sich Berichten zufolge im Jahr 2015 aus Protest gegen Chinas Unterdrückung in Tibet selbst verbrannt. Der Selbstverbrennungsprotest soll am 17. September 2015 gegen 13 Uhr Ortszeit in der Nähe einer Busstation im Dorf Shakchuka im Kreis Driru in der Präfektur Nagchu in der autonomen Region Tibet stattgefunden haben. Die Polizei verhaftete Shurmo unmittelbar nach seinem Selbstverbrennungsprotest und brachte ihn in ein Krankenhaus in Shakchuka, wo er jedoch noch am selben Tag verstarb. Die Polizei verhaftete daraufhin 3 seiner Verwandten und bis heute gibt es keinerlei Informationen darüber, ob die 3 noch inhaftiert, verurteilt oder freigelassen worden sind.
Besorgte Mitarbeiter des Menschenrechtsreferats der Abteilung für Information und internationale Beziehungen sind überzeugt, dass das Auftauchen solch großer Nachrichten nach mehr als 5 Jahren ein klares Abbild der Realität in Tibet ist, wo die chinesische Regierung eine extrem repressive Politik verfolgt, den Informationsfluss einschränkt und das Internet zensiert. We have learned of a self-immolation that has happened in Tibet in 2015 on 17th of September. However, after more than 5 years, we are knowing of this information, of this incident. And this clearly depicts the repressive control and censorship over internet communication, not just internet and online, but even the flow of information through people because of the border restrictions, as well as China not granting access to people outside Tibet to enter Tibet. So this is a clear example of the repressive policies that China is implementing in Tibet. Beim exklusiven virtuellen Austausch mit Dharamsala hatte der US-Sonderkoordinator für tibetische Angelegenheiten, Assistant Secretary Robert A. Destro, am Mittwoch dieser Woche eine Online-Audienz bei Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama. Am Dienstag dieser Woche wandte sich Sonderkoordinator Destro an die Führung der CCA und betonte die Priorität seiner Rolle und die Wichtigkeit einer koordinierten Teamleistung der tibetischen Exilverwaltung und des tibetischen Volkes. And for us, our job is to be of service to you as you work through the preservation really of the Tibetan community, of the Tibetan language, of Tibetan Buddhism, and of your own special character as a people. Sikyung Dr. Lobsang Singhi lobte den stellvertretenden Sekretär Destro dafür, dass er der einzige Sonderkoordinator ist, der innerhalb einer kurzen Zeitspanne an so vielen Webinaren teilgenommen, so viele Erklärungen abgegeben und sich am stärksten für die tibetische Sache eingesetzt hat. Sikyung appellierte weiter an Sonderkoordinator Destro und seinem Team, einen geschickten Bericht über Tibet vorzubereiten, der den historischen Status Tibets für den kommenden Bericht im Februar und März betont und hervorhebt. Darüber hinaus drängte er das Büro des Sonderkoordinators, eine Koalition zwischen den US-Botschaftern in den verschiedenen Ländern und den Tibet-Büros zu gründen, da die CTA nun offiziell von der US-Regierung anerkannt ist. If you could also emphasize that the US ambassadors in different countries could reach out to our offices of Tibet all over the world. Now that CTA is formally acknowledged by the Tibet Policy and Support Act, so it has an element of legal entity which will be acknowledged by different embassies, and perhaps as one step, easier step is to invite them to their receptions, July 4th receptions, so that our representative could participate in July 4th receptions all over the world, and step by step, they participate in more formal events and joint events, and that's how we build this partnership and we magnify the voices of the Tibetan people. An dem virtuellen Treffen nahm Sikyung Dr. Lobsang Singhi, Galön des 15. Kasha, der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Pema Chungne, der stellvertretende Sprecher Acharya Yishi Phunso und Mitglieder des Ständigen Ausschusses der TPIE teil. Der US-Sonderkoordinator für tibetische Angelegenheiten Robert Destro hatte in dieser Woche auch eine interaktive Sitzung mit den Kunsthandwerkern des Nobulinga-Instituts und tibetischen Journalistinnen. Der stellvertretende Sprecher des tibetischen Exilparlaments Acharya Yishi Phunso sprach Shripad Yesu Naik, Staatsminister für Verteidigung und Staatsminister für Ayush, sein aufrichtiges Beileid für die Verstorbenen aus und betete für seine schnelle Genesung. Shripad Yesu Naik verunglückte gestern im Distrikt Uttara Kannada in Karnataka
und verlor bei dem Unfall seine Frau Vijaya und seinen persönlichen Assistenten. Der US-Botschafter für internationale Religionsfreiheit Samuel Brownback veranstaltete am Donnerstag dieser Woche eine virtuelle Podiumdiskussion zur Förderung der weltweiten Religionsfreiheit. Gishi Changjup Chödeng Kinsur, Exekutivdirektor der Internationalen Gelu-Stiftung, sprach über die religiöse Verfolgung in Tibet unter chinesischer Herrschaft und erläuterte auch die Entwicklung der Einheit der Menschheit, wie sie von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama als die beste und einzige Lösung gegen verschiedene Diskriminierungen und Missbräuche in der Welt ist. Repräsentanten aus 32 verschiedenen Ländern nahmen an den virtuellen Treffen teil. Die in der Schweiz ansässigen Gruppe von tibetischen Familien setzten am Mittwoch dieser Woche ihre Demonstration Solidaritätsbewegung für Tibet, Tibet Solidarity Movement vor der UNO in Genf zum 108. Mal seit ihrem Beginn im Jahr 2012 fort. Die Tibet-Solidaritätsbewegung wird von 5 tibetischen Familien organisiert, die jeden zweiten Mittwoch im Monat aus verschiedenen Regionen der Schweiz nach Genf reisen, um ihre Solidarität für die Tibeter auszudrücken, die weltweit unter der repressiven Herrschaft Chinas leiden, und um die Unterstützung und Aufmerksamkeit der internationalen Weltgemeinschaft zu suchen, um die chinesisch-tibetische Frage durch einen Dialog zu lösen. Zusätzlich zu den Protesten vor den Vereinten Nationen unternahm die Gruppe von Familien eine Tibet-Bewusstseinskampagne durch das Verteilen von Flugblättern an wichtigen öffentlichen Orten in Luzern, Schweiz, und veranstaltete 2017 auch eine friedliche Demonstration vor dem Gebäude der Europäischen Union. Der Repräsentant Chimi Ritze und Mitarbeiter des Tibet-Büros Genf besuchten den Ort der Demonstration, um den Familien ihre Wertschätzung auszudrücken. Angesichts der beispiellosen Herausforderungen bei der Bekämpfung der von Wuhan ausgehenden Covid-19-Pandemie initiierten Mitglieder der tibetischen Gemeinschaft in Österreich und ein Tibeter aus der Sektion Horgen in der Schweiz einen finanziellen Beitrag zur Bereitstellung von Covid-19-Impfstoff für bedürftige Tibeter in Indien. Die tibetische Gemeinschaft in Österreich beteiligte sich an den Vorbereitungen der zentraltibetischen Verwaltung zur Beschaffung des Covid-19-Impfstoffes, sobald dieser zur Verfügung steht, und spendete einen Beitrag von 3.298 € an die Abteilung für Gesundheit der zentraltibetischen Verwaltung. In ähnlicher Weise spendete Herr Pokong Chöki von der tibetischen Gemeinschaft in der Sektion Horgen in der Schweiz 1.000 Schweizer Franken, um den Covid-19-Impfstoff für Tibeter in Indien zu ermöglichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.